ignatianischen Exerzitien sind eine Form von Übungen für den Geist, wo der Gründer der Jesuiten, der Ignatius von Loyola, entwickelt hat. Das hat mich neugierig gemacht. Und mit dem Pater Martin Föhn habe ich jemanden gefunden, der auf eine gute und zeitgemäße Art hat erklären konnte, um was es bei diesen Exerzitien eigentlich geht. Vieles war neu für mich, aber dann habe ich auch sehr viele Berührungspunkte mit anderen Meditationsformen gesehen. Wir haben aber nicht nur über die Exerzitien und wie die genau funktionieren geredet, sondern auch, wie der Martin zum Jesuitenorden gekommen ist, wie er im Noviziat beim sogenannten Armutsexperiment einen Monat ohne Geld pilgert ist, was das Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam für ihn bedeutet und was er aus seinen eigenen Exerzitien mitgenommen hat. Die Jesuiten sind kein weltabgewandter Orden und auch Martin liegt die Welt am Herz. Er bietet unter anderem in Basel eine Klimameditation an und so wollte ich wissen, ob der Jesus heute echt ein Klimakleber wäre. Aber auch, wie der Martin persönlich mit diesen riesigen Herausforderungen umgeht und was der Beitrag von Meditation und Glauben sein könnte. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Jesuitenpater Martin Föhn. Der Martin ist 1982 im Murtertal geboren und aufgewachsen. Er hat dann eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und anschliessend Religionspädagogik studiert. 6 Jahre hat er dann Religion auf allen Schulstufen unterrichtet und ist in der Jugendarbeit tätig gewesen. 2010 ist er in den Jesuitenorden eingetreten. Nach 2 Jahren Noviziat in Nürnberg hat er 3 Jahre in München Philosophie studiert. Dann ist er zurück in die Schweiz gekommen und hat in Zürich als Studentenseelsorger geschafft. In Paris hat er dann weitere 3 Jahre einen Master in Theologie gemacht und sich zum Mediator ausbilden lassen. 2020 ist er zum Priester geweiht worden. Jetzt ist er in der Spezialseelsorge von der RKK Basel-Stadt im Bereich Bildung und Spiritualität tätig. Und auch er hat zusammen mit anderen einen Podcast. Der heisst «Einfach beten». Martin, vielen Dank, dass ich zu dir kommen für das Gespräch. Ja, danke ebenso. Freue mich drauf, bin gespannt. Ja, ich auch. In meinem Umfeld, ich muss sagen, ich kenne niemanden, der in unserem Alter ist und Priester ist. Das ist ja recht ein außergewöhnlicher Weg. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, es ist ein längerer Weg, also bis es so weit war. Und gleich, ich habe immer schon als Kind eigentlich schon, habe mich für Religion interessiert. Ich habe, bin immer gerne Religionsunterricht. Ich habe ministriert, bin Ministrant gewesen. Und bei uns war es so gewesen, dass es traditionell katholisch war. Das heisst, wir sind als Kind immer am Sonntag in Gottesdienst, so. Und das hat mir eigentlich immer gefallen. Und dann ist es aber, was um Berufswahl gegangen ist, ist so die Frage, soll ich jetzt wirklich Theologie studieren und mich dort auf den Weg machen? Und habe dort so gemerkt, dass es irgendwie für mich zu abstrakt ist, vielleicht das Theologiestudium so. Und habe mich dann dazu entschieden, zuerst Landwirt zu lernen. Also kommst du aus einer Bauernfamilie? Also hättest du auch quasi so, bist du ein Erstgeborener und hättest den Hof übernommen? Oder wieso? Also ich meine, es sind ja schon noch rechte Unterschiede zwischen Theologie und Landwirt. Ja, also ich komme von einem Bauernhof, bin im Bauernhof aufgewachsen, im Sommer immer zu Alp gewesen, und ich bin zwar nicht der Erstgeborene, aber der ältere Bruder hatte kein Interesse gehabt, und also wenn ich wollte, hätte ich den Hof übernehmen so. Und als ich dann Bauer gelernt habe, der jüngere Bruder dann auch Interesse gezeigt, und dann habe ich dann gesagt, gut, wenn er will, dann kann ich etwas anderes machen, und habe mich dann auf einen anderen Weg begeben. So. Und dann hast du aber Religionspädagogik gemacht und nicht Theologie. Genau. Ich habe dort wieder überlegt, soll ich jetzt aber Theologie studieren, und auch wieder dort, das Studium, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Und habe dann zuerst, bevor ich Religionspädagogik studiert habe, bin ich noch auf Südamerika. Ich dachte, Entwicklungshilfe, das ist direkt an den Leuten, und kann man direkt helfen und so. Und habe aber gemerkt, bei den 4 Monaten bin ich in Südamerika gewesen, und habe dann gemerkt, das ist mir doch zu fremd, oder die Kultur ist so anders. Und irgendwie habe ich gemerkt, es ist nicht stimmig für mich so. Wo bist du in Südamerika? Darf ich fragen? In Peru, in Huancayo, das ist so eine Stadt in den Anden, also auf 3000 Meter oben. Und bei dort in einem Entwicklungsprojekt gsi, also es war ein Schweizer Ehepaar gsi. Sie war Hebamme gsi und hat mit jungen Müttern zusammengearbeitet.
Und er war soziokultureller Animator und hat mit Jugendlichen zusammengearbeitet von so einem Armenviertel. So. Und es war super spannend, also um die Kultur reinzukommen. Aber eben, ich habe gemerkt, es ist nicht meine Welt, mein Weg. Ja. Und bin dann zurückgekommen in die Schweiz, wieder überlegt, ja, soll ich es jetzt machen? Und dann eben dachte ja, nein. Aber ich will etwas Konkretes machen. Und Religionspädagogik, ich dachte, ich wollte in der Pfarrei arbeiten und schon einen gewissen Background an Theologie zu haben. Das ist sicher gut. Und habe dann eben Religionspädagogik studiert und habe dann in Zürich zuerst in Schwammendingen gearbeitet und anschliessend dann in Birmensdorf. Und in Birmensdorf bin ich dann auch im ganzen 5 Jahre gewesen. Genau. Wo ich dann als Religionslehrer und Jugendarbeiter gearbeitet habe. Und wo ich dann gemerkt habe, es ist so spannend in der Pfarrei zu arbeiten, aber irgendwie habe ich auch dort wieder so gemerkt, ich bin noch nicht angekommen. Es ist noch nicht, meine Kollegen, mit denen ich studiert habe, die haben gesagt, sie seien wie so angekommen in der Gesellschaft, an ihrem Ort, und ich habe einfach gemerkt, nein, es ist nicht meins. Und habe dann die Exerzitien gemacht, bei einem Jesuit, also so geistliche Übungen, eine Woche lang im Schweigen, im La Salle-Haus, also hier, wo wir auch sind jetzt gerade, und die haben mir gefallen, das sind gut gewesen so. Und bin dann bei einem Jesuit in geistlicher Begleitung, das heisst, einmal im Monat, eine Stunde lang, wo wir so über das Leben geredet haben und was man machen könnte und so. Und das habe ich auch gut gefunden. Und vor allem auch so die Atmosphäre vom Haus und die Offenheit, wie man können über den Glauben reden. Also ich konnte alles ansprechen und es war nicht irgendwie etwas falsch gewesen oder so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann im Frühling war das, als ich die Exerzitien gemacht habe. Und im Herbst habe ich dann nochmal so eine Art Exerzitien im Alltag gemacht. Und dort habe ich nochmal gemerkt, dass so Priesterberufung wieder mehr kommt. Also ich habe gemerkt, irgendwie, das lässt mich nicht los. Oder das muss ich irgendwie, wenn ich in meinem Leben will glücklich werden, dann muss ich das irgendwie machen oder einmal probieren. Und dann habe ich gesagt, gut, Diözesanpriester war dann die Option gewesen. Also das heisst, Pfarrer zu sein, wie in einer Pfarrei so. Und habe gemerkt, das ist nicht mein Weg. Ich brauche mehr Gemeinschaft. Und dann habe ich gesagt, ja gut, warum nicht bei den Jesuiten eintreten? Warum nicht mal die 2 Jahre Noviziat machen, mal ausprobieren? Das sind 2 Jahre, wo Grundausbildung ist, wo es darum geht, zu schauen, ob die Lebensform etwas ist für mich, ob der Ort etwas ist, so, die Art und Weise, wie die vorangehen. Und ich gesagt, ja, ich probiere das mal. Und bin dann so 2010 bin ich dann eingetreten worden. Eingetreten worden? Nein, eingetreten in den Orden. Eingetreten in den Orden. Okay. Du sitzt jetzt da, du trägst kein Ordensgewand, das ist, glaube ich, normal bei den Jesuiten. Genau. Aber in was für eine Gemeinschaft bist du da gekommen? Gute Frage. Also ich bin eingetreten in einen weltweiten Orden, das heisst, wir sind weltweit unterwegs. Es gibt ja mehr oder weniger in allen grösseren Städten der Welt sind wir präsent. Manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen grösser. Es ist ein Orden, wo ich sage, sehr offen ist, würde ich jetzt sagen, und wo starken Akzent auf Bildung hat. Also wir haben viele Schulen, wir haben Universitäten, aber schon auch Pfarreien, haben viel Sozialarbeit oder Dienst für Flüchtlinge. Und der grosse Akzent ist natürlich auch die Spiritualität. Also uns ist wichtig, so eine Spiritualität, eine christliche Spiritualität zu leben, aber wo auch offen ist offen gegenüber von anderen Religionen, von Andersdenkenden, so. Dass man im Dialog ist mit denen. Weil wir auch davon überzeugt sind, dass man sich gegenseitig kann befruchten kann. Ihm gleichzeitig verankert sein in der christlichen Tradition, in der christlichen Religion. Ja. Wenn ich zum Teil so Klöster besuche und sehe, die Pater und Brüder, die dort rumlaufen, dann habe ich das Gefühl, die sind alle irgendwie 70 plus. Ist das bei euch auch so gewesen? Also bist du da irgendwie so als junger Schnaufer reingekommen und so ein bisschen Exot? Oder hat es auch noch mehr junge Leute in eurem Orden?
Ja, also, als ich eingetreten bin, 2010, wir sind 6. gewesen, die eingetreten sind, und ich bin gerade im Durchschnitt gewesen. Ich bin damals 28 gewesen. Und es hat 3 gehabt, die jünger gewesen sind, 2, die jünger gewesen sind und 3, die älter gewesen sind. Von daher sind wir ziemlich gleichaltrige so zusammen gewesen. Und nachher ist unsere Ausbildung sehr oft mit Jüngeren zusammen. Also, unsere Kommunität, man schaut schon, dass wenn man Theologie studiert und Philosophie studiert, das ist ja dann automatisch auch mit Jüngeren zusammen. Und weil wir halt weltweit Orden sind, kommen dann auch Leute von überall her. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe in München Philosophie gemacht und dort sind wir 7 verschiedene Nationen gewesen. 10 in der Kommunität, 7 verschiedene Nationen von Burundi, über Madagaskar, über Spanien, es kommt von unterschiedlichen Orten her. Und als ich Theologie gemacht habe, dann auch wieder, dort sind wir 30 gewesen und sind 14 Nationen gewesen. Und auch in meinem Alter, aber auch bis zu älteren, pensionierten Professoren in einer Kommunität. So. Mhm. Und dann, wie hat sich dein Leben verändert? Also, du sagst, du hast Philosophie studiert in München, auch mit jüngeren Leuten zusammen. Ist das so ein Studentenleben gewesen, wie man es sich fast vorstellt, mit einer WG, wo einfach noch einen spirituellen Aspekt gehabt hat? Oder ist das total anders gewesen? Ja, kann man fast so sagen, ja. Also, es war ein relativ normales Studentenleben gewesen. Klar ist es nicht, ich bin ja dann auch schon 30 gewesen, als ich studiert habe. Von daher ist es automatisch nicht mehr jetzt einfach nur noch High Life. Aber es ist mit normalen Studierenden so. Also von daher ist das nicht jetzt etwas Außergewöhnliches. Und dann schon einfach mit dem spirituellen mit spirituellen Komponenten in der Kommunität, also im Gemeinschaftsleben, wo wir einfach zusammen gebetet haben am Morgen und oft auch manchmal am Abend nur oder zusammen Eucharistiefeier gefeiert haben. Also es ist jetzt nicht etwas viel anderes als andere Studenten, ja. Ja. Und dann warst du 2 Jahre lang als Noviz dabei gewesen. Und wie geht das dann weiter? Ist das normal? Ist das Noviziat auf 2 Jahre festgelegt? Oder ist das individuell, bis man sich sicher ist? Oder wie läuft das? Nein, das Noviziat ist fix, das sind 2 Jahre. Also ich meine, da kann man jederzeit, wenn man jetzt merkt, das ist nicht mein Ding, kann man austreten. Also das ist dazu da, um auszutreten. Das Noviziat, entweder man tut austreten in Orden rein, oder halt einfach, man geht wieder einen anderen Weg, so. Und das ist einfach Grundausbildung im Prinzip, um den Orden kennenzulernen, um Geschichte kennenzulernen und auch um Lernen zu beten. Es gibt ganz Haufen verschiedene Formen zu meditieren und zu beten und da lernt man die verschiedenen Formen kennen, so. Und eben auch die verschiedenen Werke, die wir machen in der Welt kennenzulernen. Und viel Persönlichkeitsbildung auch, also auch relativ viel Psychologie, die wir dann mitnehmen vom Noviziat, so. Und dass ich selber arbeite. Und nach dem Noviziat ist für die, kommt dann immer darauf an, was man vorher gemacht hat. Aber mir war es so gewesen, dass ich eingetreten bin, auch mit der Idee, dann Priester zu werden. Und das bedeutet dann auch, dass es Philosophie- und Theologiestudium noch braucht. Und dann habe ich aber zuerst 3 Jahre Philosophie gemacht in München. Und einfach nur Philosophie. Also, genau, das ist zuerst das Studium, einen Bachelor gemacht in Philosophie und dann ist bei uns immer so, dass man nicht einfach voll durchstudiert, 5 Jahre oder so, oder nur länger, sondern dass man dann wieder so eine Zwischenzeit macht, wo man dann arbeitet als Jesuit. Und dort habe ich 2 Jahre in Zürich gearbeitet in der Hochschulseelsorge, als Hochschulseelsorger und habe mit Studierenden zusammen gearbeitet in Zürich. Und bin dann nachher nochmal 3 Jahre ins Theologiestudium nach Paris. So. Und es ist immer so, dass man schaut, das Studium und dann wieder der Alltag, also die Arbeit, dass man das versucht immer zu verknüpfen, dass man auch weiss, für was dass ich eigentlich studiere. So. Mhm. Und es wird auch geschaut, dass man während dem Studium so Nebenpraktikas hat, dass man wie eben der Alltag und die Arbeit wie auch immer wieder einfließt, auch ins Studium rein, so. Dass es nicht nur Kopf ist, sondern eben auch Kopf, Herz und Hand, dass das zusammenspielt, so. Während der Ausbildung schon. Ist das auch ein Anliegen von Ignatius von Loyola, der den Orden gegründet hat? Ja. Also er selber hat schon, er selber hat während dem Studium auch noch müssen arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das ist eben bei uns eben heute auch, dass man also einfach
dass man das Praktische schon drinnen hat, so. Oder auch das Leben, wie soll ich sagen, während dem Noviziat zum Beispiel haben wir auch so Praktikas. Ein Praktika, wo wir im Spital arbeiten, als Krankenpfleger, um einfach wirklich ganz bei den Menschen zu sein und selber auch ein bisschen seine eigenen Grenzen vielleicht nochmal zu spüren, so. Um zu merken, ja, wie tut es mit mir, wenn ich an meine Grenzen komme und wirklich eben bei den Menschen zu sein. Und dann ein Praktika ist das Armutsexperiment, nennen wir das auch, wo man 1 Monat lang das zweite pilgert, ohne Geld. Und einfach von Haustür zu Haustür auch läuft und schaut, ob man Übernachtung bekommt und das Essen und so. Wow, was hast du da erlebt? Hey, vieles. Wo hast du das in der Schweiz gemacht? Nein, wir sind das zweite von Nürnberg nach Berlin. Die ist immer so ein Pilgern zu einer Orte und wir sind zur Hinrichtungsstätte vom Alfred Delp pilgert. Das ist ein Mitbürger, der im Zweiten Weltkrieg umgebracht wurde von den Nazis. Und wir sind dort hingepilgert und ja, da erlebt man natürlich vieles, so Begegnungen mit Menschen. Und die Herausforderung war dort auch, dass man das Zweite unterwegs ist und immer zusammen auch muss den Weg finden. Das ist eigentlich fast nur die grössere Herausforderung gewesen, wieder Übernachtung zu finden. Ja, aber es geht einfach dort auch darum, sich selber zu erfahren, auch ein Stück weit in Extremsituationen und auch auf die Vorsehung Gottes zu vertrauen. Also wirklich aufs Leben zu vertrauen und dass man nicht alles muss vorausplanen, sondern dass man auch kann überleben, ohne dass jetzt jeder Schritt schon geplant ist. Und da sind da effektiv Leute an den Haustüren und haben gesagt, ich suche noch ein Bett zum Übernachten, darf ich bei Ihnen schlafen heute Nacht? Ja, genau. Bei wildfremden Leuten? Ja, wir haben niemanden gekannt. Ja gut, hättest du ja können, weißt, irgendwie sagen, du gehst immer zum Pfarrhaus und Genau. gehst Stecker fragen, aber... Also es ist, wir haben das zum Teil gemacht. Andere haben gesagt, dass sie wollen die grössere Herausforderung und sind zu keinem Pfarrhaus gegangen. Wir haben in der Tat schon immer wieder mal auch bei Pfarrer geklopft und auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also auch faszinierend gewesen, die verschiedenen Pfarrhäuser auch kennenzulernen oder Pfarrer, die aufgenommen haben und so und dann auch erzählt haben, wie sie leben und so. Aber auch ganz bei privaten Leuten, oder da ist man ins Gespräch gekommen, am Nachmittag mit jemandem am Wegesrand und hat ein bisschen länger geredet und hat man vielleicht auch noch gefragt und dann haben sie einen mit heimgenommen. Also ja, das war ganz unterschiedlich gewesen. Wir sind nie hungrig ins Bett. Nein, das sind wir eigentlich nie. Meistens haben wir genug gehabt. Ja. Schön. Du bist bei der Praktika gewesen, das ist eins von diesen Praktika. Das andere ist, wo wir sind die grossen Exerzitien, also 30 Tage im Schweigen. Und dort geht es vor allem dann nochmal so um Entscheidungsfindung. Also auf der einen Seite geht es auch darum, ins Gebet zu kommen und wirklich die Beziehung zu Gott aufzubauen, zu vertiefen. Aber vor allem eben nachher auch um die Entscheidung zu finden, ist das Ordensleben etwas für mich oder nicht? Oder ist ein anderes Leben besser für mich? So. Und das sind dann 30 Tage, die auch im Schweigen sind. So. Und das letzte Praktika ist dann nochmal ein Studienexperiment, wo man einfach ein Studium also ich habe damals Griechisch gemacht, 3 Monate lang, einfach, dass man das Griechisch haben, das man braucht für Theologie, habe ich dort gemacht. Und dort schaut man aber immer ein bisschen beim letzten Experiment, was die Person braucht. So, das kann noch etwas anderes sein. Ja. Aber es geht letztlich immer so ein bisschen darum, dass der Mensch sich selber eben auf der einen Seite ein bisschen Extremsituationen erfährt und wirklich auch so das Vertrauen in Gott zu fördern und ja, das Leben zu erfahren an sich selber. Und dann ist klar gewesen, dass das etwas ist mit dem Orden und dann tritt man definitiv ein. Genau. Nach diesen 2 Jahren Noviziat leitet man dann Gelübde ab. Und das sind dann das Gelübde von der Armut, von der Keuschheit und vom Gehorsam, wo man das verspricht und auch verspricht, in den Orden einzutreten. Also das heisst, es gibt dann nachher nur mal Gelübde, nach 10, 15 Jahren, wenn man im Orden ist, gibt es dann die letzten Gelübde nochmal, wo man dann nochmal verspricht, im Orden zu bleiben auch
und der Orden selber wie auch sich nochmal an uns bindet, sich nochmal mehr verpflichtet auch für uns. Mhm. Ja. Armut, das heisst, du hast dann dein Geld abgegeben, sozusagen an der Pforte. Genau, also das, wenn man eintritt, das ist schon im Noviziat so am Anfang, tut man einfach im Prinzip versprechen, dass man sein Geld, wo man vielleicht noch hat, dass man das nicht mehr berührt so, dass das liegen bleibt einfach und abgeben, genau. Und dann im Orden selber nachher jetzt ist eigentlich alles, was man verdient, kommt in eine Kasse rein. Und das ist sehr bei der Kommunität, wo man lebt, so, dass das nimmt man dann aus dem grossen Topf wieder draus. Und es ist halt so, dass bei der Kommunität die einen verdienen, die anderen verdienen nicht, aber alle bedienen sich bei dem einen Topf, so. Genau. Und dann schaut man, dass man im Prinzip geht es einfach um einen einfachen Lebensstil, dass man so nicht im Luxus lebt aber gleichzeitig auch, dass man das, was man braucht zum Arbeiten, dass man das hat. Also, dass man jetzt nicht da nur der Älteste vom ältesten Laptop hat oder so, sondern dass man wirklich professionell kann arbeiten kann. Dazu braucht man das Material und das kommt man auch über. Mhm. Keuschheit, du bist ja nicht mehr ganz jung gewesen, also wie war das gewesen? Ist das irgendwie etwas gewesen, wo du sagen, ui, was macht man dann Sorgen, wie das klappt? Das ist sicher eine Frage gewesen. Also ich meine, ich hatte Freundinnen gehabt, bevor ich eingetreten bin, so. Ich habe aber gemerkt, dass es nicht das Wichtigste ist für mich. Ich brauche zwar Gemeinschaft, ich brauche Austausch, ich brauche Leute, die mir zuhören, wo ich kann über meine Gefühle reden so. Aber ich brauche jetzt nicht eine exklusive Beziehung zu einer Person so, sondern dass Gemeinschaft für mich eigentlich das Wichtige ist. Und durch das ist das auch lebbar, also jetzt für mich. Ich bin jetzt sicher nicht der Einsiedler, sondern aber ich brauche Gemeinschaft. Ja, das ist eigentlich das Wichtige und ich merke, dass das entscheidend ist. Und dann haben wir noch Gehorsam. Ich glaube, das braucht ja wahrscheinlich auch recht viel Vertrauen, Gehorsam zu versprechen, oder? Das ist so. Es braucht Vertrauen und es braucht auch immer auch eine innere Freiheit. Und letztlich geht es bei allen 3 Gelübden um Freiheit. Dass ich mich also nicht an Sachen binde in der Armut, dass ich mich nicht an andere Personen binde oder eben auch im Gehorsam, dass ich frei werde auch von meinem eigenen Wellen so. Und dass ich mich auch ein Stück weit kann der grösseren Sendung unterordnen. Oder wenn jetzt der Provinzial sagt, ja, dort brauchen wir jetzt unbedingt jemanden, es dient am grösseren Ganzen, dass man frei ist, dort hinzugehen und das dann zu machen. Und das ist aber heute im Normalfall auch immer im Dialog mit den Oberen, wo das ausgehandelt wird, was gemacht wird. Aber es geht schon darum, dass man immer wieder versucht, frei und verfügbar zu sein. Ja. Heute wohnst du in Basel. Ist das auch dort quasi mit anderen zusammen oder wohnst du allein? Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, wir sind eine Kommunität von 3 Mitbrüdern. Wir sind das 3. jetzt in unserer Kommunität oder unserer WG. Der eine Mitbrüder ist jetzt um die 80, der andere um die 57 und ich. Und ja, wir leben da das 3. zusammen und haben so auch unsere regelmäßigen Zeiten. So zum Beispiel Montagabend ist einfach ein Abend, wo gesetzt ist, wo wir uns treffen, wo wir auf der einen Seite zusammen beten, aber zusammen auch organisatorische Sachen anschauen, wer ist wann da, wer macht was im Verlauf der Woche so. Aber dann ist auch Montag und Donnerstag Mittag haben wir auch zusammen Gottesdienst und anschliessend zusammen essen. Also da schauen wir, dass es so bestimmte Zeiten der Woche gibt, wo wir gezielt zusammen sind eigentlich und andere, wo es dann eher informell sich auch trifft. Zum Morgenessen sind wir oft zusammen, weil wir oft Zweite zumindest am Morgen auch meditieren. Immer eine halbe Stunde, ja. Ja, es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um nochmal darauf zurückzukommen. Wo du in den Orden eingetreten bist, hast du gesagt, hast Exerzitien gemacht und das hat dich dann bestärkt auf dem Weg. Und die Exerzitien, das ist auch ein Grund, dass wir den Podcast machen. Das ist eigentlich, kann man sagen, eine Meditationsform. Ja. Also wahrscheinlich ist es noch ein bisschen mehr als nur Meditation. Kannst du erzählen, was sind die ignatianischen Exerzitien? Mhm.
Also Ignatius selber hat ja die ein Stück weit komponiert, die Exerzitien. Das sind ja eigentlich, Exerzitien heisst Übungen, oder? Genau, das sind Übungen. So, also er selber hat schon gesagt, es gibt Übungen für den Körper, um den Körper zu ertüchtigen. Und es gibt eben Übungen für den Geist, für die Seele, um die zu ertüchtigen und die zu verfeinern auch so. Und das sind eigentlich eben die Exerzitien, also geistliche Übungen. Und es geht darum, wie zu sich selber zu kommen und zu Gott zu kommen, also wie ein Fundament überzukommen. Auf der einen Seite, dass ich als Mensch einfach mal angenommen bin und gut bin, so wie ich bin. Und zuerst mal auf das Fundament können zu stehen. Und das ist eigentlich so die erste Phase in diesen Übungen, dass man das wie nicht nur hört, sondern wirklich verinnerlicht, verkostet, so dass ich ein Kind Gottes bin und geliebt bin, so wie ich bin und angenommen so. Das ist wie so der erste Grundstein. Und wenn ich das mal ein bisschen erfahren habe, dann kann ich auf mein Leben schauen und mal schauen, was ist gut gelaufen und was ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Und das hilft dann wie auch nachher im nächsten Schritt in eine Versöhnung hineinzukommen mit dem, wo halt nicht so gut gelaufen ist, wo Schmerzen bereitet hat oder ja, wenn ich Dunkelheit erlebt habe. Und so wird in einem zweiten Schritt, im Christlichen nennen wir das Sünde, auf die Sünde geschaut oder einfach auf das, was eben nicht so gut gelaufen ist. Und nachher, in einem dritten Schritt, schaut man aufs Leben Jesu. Jesus als das Vorbild für uns Menschen, die Art und Weise, wie er vorangegangen ist etwas Heilsames für sich selber, aber auch für die anderen. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass Jesus das Modell ist zum Menschsein. So. Und im Schauen auf ihn geht es dann wieder darum, ja, wie kann ich mein Leben gestalten? Wie soll ich mein Leben gestalten? Wo kann ich mich in dieser Welt einbringen? Wo kann ich Gutes tun für die anderen? Aber so, dass ich selber auch glücklich bin. Also Jesus sagt selber, ich bin gekommen, damit ich ein Leben habe, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Also das heisst, ich schaue darauf, wo bin ich in der Fülle und in der Freude und gleichzeitig, wo kann ich das ausstrahlen? Also wo kann ich eigentlich das Fundament, das ich gefunden habe, nach aussen tragen? Und dann in einem vierten Schritt schaue ich darauf, schaue mal aufs Kreuz. Also Jesus ist am Ende von seinem Leben als Kreuz geschlagen worden. Das heisst, es gibt immer in unserem Leben Momente, wo hart werden. Momente, wo Schmerz kommt, wenn ich einen bestimmten Weg kontinuierlich und in Treue verfolge. Und dass ich das wie vorwegnehme, indem ich auf das Kreuz schaue und sehe, okay, Gott ist vorausgegangen und er kennt den Schmerz und es ist wichtig, den irgendwo anzunehmen, an einem bestimmten Punkt. Und nachher der 5. und letzte Schritt ist wie die Auferstehung. Also die Auferstehung und das Leben hat das letzte Wort. Also der Schmerz und der Tod ist nicht das letzte Wort. Und die Auferstehung und die Freude ist so der Schlusspunkt dann so. Das ist so die Idee oder der Prozess so ein bisschen. Und der ist dann aber sehr, 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 sehr individuell. Weil die Leute, je nachdem, was man halt erfahren hat im eigenen Leben, und ja. Und das kann man alles in einer Woche quasi die Schritte durchgehen? Also sind eigentlich die 30-tägigen. Man kann's. Ich finde auch 30 Tage noch ambitioniert, um ganz ehrlich zu sein. Genau, also es ist so, man kann es in einer Woche machen und so ein bisschen anklingen kann man es auch in einer Woche, aber meistens ist der erste und der zweite Schritt sind die Hauptdinge für eine Woche, so dass man selber ein Fundament findet und dann selber auf die eigene Biografie nochmal drauf schaut so und wo man vielleicht Heilung und Versöhnung möchte erfahren. Und das Spannende ist, dass es wie automatisch auch kommt von der Psyche her. Also es ist wie ein zutiefst menschlicher Prozess eigentlich, wenn man mal das Fundament erfahren hat, dass dann das raufkommt, was noch will verarbeitet werden. So. Darum ist meistens die erste und zweite Phase die, wo man am meisten anschaut. So. Und also meine ganz praktisch, wie sieht denn so eine Woche aus? Also ist man da irgendwie in einer Gruppe und redet einen Haufen miteinander oder ist man da allein unterwegs? Ist man da im Schweigen? Ist man, ja, wie ist so ein Aufbau von so einer Woche oder auch von 30 Tagen?
Ich glaube, bei den 30 Tagen hast du gesagt, du warst im Schweigen gewesen. Genau. Also es ist, klassische ignatianische Exerzitien sind immer im Schweigen. Meistens in einer Gruppe. Eine Gruppe von 10 bis 20 Leute sein, je nachdem wie viele Begleitende es da mit dabei sind. Also das heisst, man ist in einer Gruppe. Und dann gibt es pro Tag 4 Gebetszeiten. 4 Gebetszeiten an 45 Minuten bis zu einer Stunde. So, wo man sich Zeit nimmt fürs Gebet. Und Gebet bedeutet in dem Sinn, dass man einen Text überkommt. Oft ein Bibeltext, kann aber auch ein anderer Text sein. Und der Text eröffnet wie einen Raum oder er lässt in uns etwas anklingen. Und das ist meistens so, das kann ein Wort sein oder ein Satz von dem Text. Die Texte sind meistens nicht so lang. Und der Satz oder das Wort tut in uns dann resonieren oder da kommt etwas zum Klingen und dann bleibe ich bei dem Satz und lasse es noch nachher klingen und schaue, was aufsteigt in mir. Vielleicht ist da eine Sehnsucht oder ich merke, dass da etwas aufkommt, wo mir Freude macht und dann gehe ich dieser Freude nachher und merke auch, das ist etwas in meinem Leben, dem ich mehr Raum möchte geben oder das zu wenig Raum hat in meinem Leben. Und das kommt je nach Text ein bisschen davon ab, wo man überkommt auf der einen Seite und eben andererseits, was im Moment bei einem selber da ist. So. Sind denn die Texte individuell? Also weißt du, wenn jetzt, sagen wir, hast 20 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer, kommt jeder einen anderen Text über oder geht man als Gruppe mit dem gleichen Text in die Tage? Das kommt ein bisschen auf den Begleiter, auf die Begleiterin drauf ab. Es gibt Exerzitienbegleitende, die die gleichen Texte geben in allen und andere, die es individuell geben. So. Oder auch eine Mischung, dass man einen Text an allen gibt und dann vielleicht noch 2 oder 3, die individuell sind. Das kommt immer ein bisschen auf die Begleitung drauf ab. Der Prozess selber findet in jedem Einzelnen statt und der Text ist dann manchmal gar nicht mehr so entscheidend. Also der Text, weil es kann ein einzelnes Wort im Text drin sein, wo anklingt und darum ist der ganze Text dann nicht einmal so entscheidend. Aber es wird natürlich schon ein bisschen drauf geschaut, dass also am Anfang von der Exerzitien zum Beispiel eben eher Texte sind, wo das Fundament legt. Also dass zum Beispiel im Matthäus-Evangelium sagt Jesus am Ende, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit. Und dass man wie zum Beispiel das verkostet. Also wirklich so überlegt, ja, Gott ist da und begleitet mich und ist präsent. Oder im Psalm heisst es an einem Ort, ich bin bei euch, selbst in der tiefsten Dunkelheit, der tiefsten Finsternis. Also dass man dort auch wieder so das meditiert. Oder der Name Gottes, ich bin der, ich bin da. Und dann auch für sich selber sagt, okay, auch ich bin da. Das ich bin da, dass man das meditiert. Das kann einfach die 3 Wörter sein. So. Und dass man vielleicht sogar den ganzen Tag einfach nur mit diesen 3 Wörtern unterwegs ist. Oder auch, dass man, am Anfang macht man das auch oft, so Sinnesspaziergang, dass man vorausgeht und voraus die einzelnen Sinne wirklich versucht, in die Wahrnehmung hineinzugehen. Mal eine Viertelstunde nur versucht zu hören. Oder eine Viertelstunde nur versucht zu spüren mit den Füßen. Wo stehe ich? Oder mit den Händen. So. Also, dass man wirklich versucht, ganz anzukommen, da zu sein, Präsenz in die Präsenz zu kommen. So. Mhm. Und wenn es nachher dann später im Weitergehen um Heilung geht, oder wo man merkt, jetzt ist da etwas, wo möchte versöhnt werden, dass man Versöhnungsgeschichten nimmt oder so Heilungsgeschichten, wie die Bibel auch nimmt als Schauplatz, also zum Beispiel, wenn man eine Heilungsgeschichte nimmt, wo man sieht, wie Jesus eine Person heilt und dass man dann wie so eintaucht in die Geschichte und dann selber vielleicht zu der Person wird, wo Heilung überkommt, oder vielleicht wird man zu der Person, die zuschaut, so. Also, dass man wie so eintaucht während der Gebetszeit, also für die 45 Minuten, für die Stunde, in den Text eintaucht und das wirklich innerlich miterlebt und verkostet. Also, dass man fast spürt, wie Jesus die Hände auflegt, so, bei sich selber, so. Und das versucht zu erleben und an sich Wirklichkeit werden zu lassen. Du hast jetzt 3 Begriffe oder 2 mindestens verwendet. Das eine war,
meditiert die Sachen. Jetzt hast du von Gebet geredet. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass zum Teil auch noch von Kontemplation geredet wird. Was sind die Unterschiede von diesen Begriffen? Ja, die einen differenzieren jetzt mehr, andere weniger. Also ich glaube, das Einfachste zu differenzieren ist mal das Gebet. Das Gebet hat immer einen Text, also das kann man nicht mal sagen. Also das Gebet ist mal vielleicht das grosse, ein bisschen ein Überbegriff und hat tendenziell immer etwas mit einem Text auch zu tun oder mit Wort. Ich rede mit Gott oder ich nehme einen Text aus der Tradition oder aus der Bibel und bete mit dem Text. Also es ist mit Worten so. Das kann dann aber auch mit einem Wort sein oder mit mehreren. Dann würde ich sagen, Kontemplation heisst eigentlich Betrachtung. Und dort ist je nach Tradition, bei der einen ist Kontemplation das, was bei der anderen Meditation ist. Also das ist, die Begriffe werden oft ein bisschen vermischt. Also ich selber würde sagen, für die Meditation ist, wenn man ganz bei möglichst beim Nichts ist eigentlich. Also wenn man vielleicht auf den Atem achtet und möglichst in eine Präsenz kommt. So. Kontemplation ist für mich so Betrachtung. Für mich geht es dort ganz stark in die Wahrnehmung rein. Das kann von einem Bild sein, das kann von der Natur sein, dass man betrachtet, also dass man versucht, in der Wahrnehmung zu sein von etwas und das lässt auf einem wirken. So, das kann auch ein Text sein, so. Ja. Aber eben auch dort. Die Übergänge sind fließend, ja. Die Übergänge sind fließend. Und wenn ich jetzt so einen Text überkäme, als Teilnehmender von so einem Kurs, lerne ich den auswendig und wiederhole den? Also ist auch das Wiederholen von dem Text etwas? Oder ist es mehr so ein Reingehen und dann einfach mal hören, was die Resonanz ist? Also du hast gesagt, man ist zum Teil einen ganzen Tag, vielleicht nur mit einzelnen Aspekten aus dem Text raus, sogar nur einzelne Wörter. Also wie geht man da, wenn man ansitzt, zum Beispiel, wie geht das konkret? Was sind da die Anleitungen? Ja. Also, vielleicht genau muss ich mal sagen, wenn man heute muss man zur Kontemplation kurz zurück. Wenn wir heute von christlicher Kontemplation reden, dann ist es oft auch Meditation. Also dann ist es fast ohne Text. Mhm. Wenn man es mit Text macht, also das sind dann ignatianische Exerzitien, dann kommt man einen Text über und das ist, aber das sind vielleicht 5 bis 10 Sätze, sagen wir jetzt mal. Und dann muss man nicht auswendig lernen, sondern meistens gibt der Exerzitienbegleiter der. Und mit dem Text geht man dann in Meditation und das heisst, es gibt so einen Ablauf im Prinzip. Eine ignatianische Gebetszeit hat immer so ein bisschen die gleiche Struktur. Das heisst, dass ich mich zum Meditationsplatz begebe und zuerst mal vielleicht noch mal kurz anstehen, mir bewusst werde, ich bin jetzt da. Dann, dass ich mich hinsetze und sammle nochmal und dann ein Vorbereitungsgebet spreche. Dass ich Gott um seine Präsenz bitte und dass ich jetzt da sein kann. Und dass er mir hilft, zu verstehen, was im Moment zu verstehen geben soll. Dann, dass ich vielleicht den Text mal lese, zuerst mal, so das erste Mal ein Gefühl bekomme für den Text. Und dann mir versuchen, in mich hineinzuspüren und zu schauen, was ist im Moment da an Sehnsucht oder was möchte ich im Moment mit dem Text vielleicht auch erfahren. Vielleicht ist es eine Frage an den Text oder einfach ein Wunsch, so. Und versuche das für mich zu formulieren, was ich in den nächsten 45 Minuten möchte erleben mit dem Text. Und dann liest man ein zweites Mal und versucht dann einen Schauplatz bereit, also wirklich so wieder den Text öffnen und richtig mit einem Film einzutauchen und so reinzugehen. Und zu schauen, welche Stelle vom Text mich am meisten anspricht oder welche Szene. Und das kann dann sehr unterschiedlich sein. Ich meine, es gibt Leute, die sehr visuell unterwegs sind, das heisst, die sehen dann das wie einen Film, andere, die mehr auditiv unterwegs sind, die hören dann vielleicht vieles. Andere, die einfach intuitiv oder mehr intellektuell an Text angehen, das ist dann sehr unterschiedlich so.
Aber die Idee ist, dass man nicht den ganzen Text dann genau durchgeht, so, sondern dass man bei dem bleibt, wo einem anspricht in dem Moment. Und dort versucht die Tiefe gehen, also sich reinführen. Das kann auf der einen Seite vielleicht ein bisschen eine Reflexion sein über das eigene Leben oder einfach wirklich in der Wahrnehmung zu bleiben und zu merken, da tut sich etwas in mir, da kommen Gefühle von Freude auf oder Gefühle von Angst oder Unsicherheit, wenn ich jetzt in den Text hineinschaue, so, an die Szene. Und dann dem versuchen nachzuspüren, so, und schauen, was ist da die Essenz, die mich jetzt am meisten anspricht. Und dann gegen Ende, die letzten 5-10 Minuten, macht man ein sogenanntes Kolloquium oder ein Zwiegespräch mit Jesus. Oder es kann auch Maria oder jemand anderes sein, was wichtig ist, dass man wie mit Jesus zusammen nochmal drauf schaut, auf das, was jetzt aufgekommen ist in mir selber. Und das wie in ein Gebet fasst nochmal. Das kann auch wieder ein Dank sein, das kann ein Bitte sein, wo man an ihn formuliert und wie das nochmal vor Gott hinleitet, was jetzt da aufgekommen ist. So. Und dann tut man die abschließen mit einem Gebet. Das kann das Vaterunser sein, das kann aber ein eigenes formuliertes Gebet sein. Und geht dann aus der Meditation raus oder aus dem Gebet raus und tut vielleicht 1 oder 2 Sätze aufschreiben. So. Das ist so die eine ignatianische Gebetszeit. Und nach der Gebetszeit, was passiert dann? Dann nimmt man das Handy führen und schaut mal die neuesten Fußballresultate an. Nein, die Idee ist wirklich, dass man wenn man so die Woche macht, dass man das Handy abgeschaltet lässt, also wirklich in der Stille ist und auch keine Ablenkung hat von außen so. Ich meine, das kann jetzt sein, wenn jemand Familie hat daheim, dass er am Abend mal kurz anläutet, so, aber die Idee ist schon, dass man wirklich nicht in die Außenwelt rausgeht, so, sondern wirklich bei sich bleibt. Weil das hilft auch wirklich in die Tiefe zu gehen. So. Sondern sonst ist man gerade sofort wieder an der Oberfläche und in den Alltagsmuster drin. So. Und die versucht man eigentlich in dieser Woche so draussen zu lassen. Ich habe gedacht, dass man nicht das Handy führen sollte, aber du hast gesagt, es gibt 4 so Zeiten oder 5 so Zeiten pro Tag und dann ist ja doch, der Tag ist ja noch länger. Genau. Also was macht man zwischendurch? Genau. Also zwischendurch ist dass man sich bewegen auch, dass man läuft für aussen, dass man spazieren so, dass man auch schlaft, dass man viel schlaft. Gerade in den ersten paar Tagen ist es wichtig, die Leute kommen oft, wenn sie die Exerzitien kommen, mit müde an, dass sie zuerst mal ausschlafen so. Und dann hat man immer pro Tag ein Gespräch mit der geistlichen Begleitung. Das ist ein Gespräch von einer halben Stunde bis 40 Minuten kann das sein, wo man die Gebetszeiten nochmal anschaut, wo man einfach, dass man das wie für sich selber nochmal ins Wort bringt, dass einem auch nochmal hilft, das zu verkosten, so im Inneren. Und der gibt dann nachher wieder neue Texte für den nächsten Tag. So. Und dann ist meistens auch am Abend noch Eucharistiefeier oder ein Gottesdienst, also je nachdem, wo man noch zusammen nochmal feiert, so. Ja. Und oft ist es so, dass am Morgen auch das Morgengebet gibt, zusammen, vielleicht eine halbe Stunde, wo man auch zusammen als Gruppe, jetzt nicht mit einem Text, das ist auch wieder je nach Exerzitienbegleitung, ist das unterschiedlich gestaltet so. Ja. Und dann natürlich das Essen sollte auch nicht fehlen, von daher der Tag ist dann doch relativ schnell voll. Mhm. Du praktizierst das jetzt schon eine ganze Weile, du unterrichtest das auch. Wie hat es dich verändert? Ich würde sagen, es hat mir nochmal mehr Fundament gegeben, mehr Boden gegeben. Ich bin, glaube ich, nochmal selbstsicherer geworden. Es hat mir, wie soll ich sagen, ich habe den Glauben durch die Exerzitien gelernt zu verstehen. Oder ich habe Gott gelernt, ein bisschen zu verstehen oder seine Präsenz in meinem Leben mehr wahrzunehmen. So.
Ich habe als Religionspädagoge, man hat das Studium gemacht und das ist ein gutes Studium gewesen, aber ich habe nachher unterrichtet als Religionslehrer, aber irgendwie nicht richtig verstanden, was ich da eigentlich mache. Und erst durch die Exerzitien verstanden, wie Gott in unserem Leben auch wirkt. Und dass man ihn wirklich seine Präsenz kann erfahren und kann erleben, dass er mich wirklich liebt, dass ich wirklich angenommen bin, dass es ein Fundament gibt, auf dem wir stehen, so. Unabhängig von dem, was ich leiste. Mhm. Ich muss nicht irgendjemandem etwas beweisen oder leisten, sondern es ist gut so, wie ich bin und das, was passiert oder das, was ich mache, ist wie ein Zusatz noch. Also meine Persönlichkeit ist wie, ich habe eine gewisse Geborgenheit gefunden, so, würde ich sagen. Und es ist einfach etwas Schönes. Also es ist, ein Ankommen auch bei mir selber, würde ich sagen. So. Und ein spannendes Entdecken auch von der Person Jesus oder von der ganzen Bibelgeschichte, die von innen her zu verstehen. So. Hat denn der Ignatius von Loyola, wo er das System, sage ich jetzt mal, entwickelt hat er irgendein Ziel quasi gegeben? Also er hat gesagt, schaut, macht das mit dem und dem Ziel, oder ist auch das sehr individuell? Also für ihn ist schon darum gegangen, den Glauben zu verbreiten und dass die Menschen auch er hat immer gesagt, den Seelen helfen. Und wir sollen den Seelen helfen, sogar die Seelen retten. Damals war noch viel mehr gewesen, so, wir müssen die Leute taufen und nur Christus ist die Wahrheit, so. Und den Seelen helfen, das ist ganz stark immer schon bei ihm drin gewesen. Und das ist, glaube ich, auch heute noch so. Also, das Ziel ist, den Menschen wie ein Fundament zu geben, wo sie gut draufstehen in allen Lebenssituationen. Also, in Höchst wie in Tiefs, dass man wie ein Fundament überkommt, wo einem Sicherheit gibt. Mhm. Und zwar von innen raus, nicht von außen. Erlebst du das auch bei Leuten, die bei dir in die Exerzitien kommen? Also so der Unterschied, von wenn sie kommen und wenn sie wieder gehen? Also ich habe bis jetzt noch kein besseres Instrument gefunden oder keine bessere Sache als die Exerzitien, um eine Persönlichkeit dass das Fundament überkommt. Und ich sehe in dem Prozess, oder wenn man Exerzitien begleitet, das sind unglaubliche Sachen, die da passieren. Also, wo Heilig, oftmals sind es Heilungsprozesse im Inneren, wo Leute verletzt worden sind, wo Sachen können aufgeschafft werden innerhalb von einer Woche. Das heisst ja nicht, dass nachher absolut geheilt sind, also dass alle sind, aber doch, das sind Sachen, die passieren und dass da wieder ein bisschen eine bessere Welt da ist nachher. So, ja. Und was sind das für Leute, die kommen? Also muss man da irgendwie hardcore katholisch sein oder könnte auch so ein halb ungläubiger Thomas wie ich kommen? Absolut, da können alle kommen. Also es gibt alles. Also es gibt durchs Band, also da gibt es keine... Ja, es ist natürlich schon so, dass meistens sind schon Leute, die glauben, kommen, so. Also wenn man jetzt gar nicht glaubt, dann ist es schwierig. Also wenn es ist schon sehr christlich. Es ist christlich, ja. Genau. Also es orientiert sich an der Person Jesu und wenn man mit Jesus nichts anfangen kann, dann wird es schwierig. Aber sobald man etwas mit dem anfangen und wenn man sich darauf einlädt. Also ich habe schon Leute erlebt, die ganz wenig glauben oder so Zweifel haben, aber die sich einfach, also gerade junge Leute, und die sich aber darauf eingeladen haben und die haben einen wunderbaren Prozess gemacht oder wunderbare Erlebnisse gehabt da drinnen. Aber wenn man natürlich zweifelt und wenn man sich drückt und nicht so richtig will und weiss, dann kann auch nichts in Gang kommen. So. Dann ist es schwierig, dass etwas in Gang kommt. Aber wenn jemand sich öffnet und sich einfach mal darauf einlädt, da passiert immer etwas. Aber eben sehr individuell. Ja. Und wie hast du das in den Alltag übernehmen nachher? Du hast ja am Anfang gesagt, ihr meditiert auch am Morgen zusammen. Kann man das nachher genau gleich weiterziehen im Alltag? Oder wie geht das? Ja, also genau gleich ist ein bisschen schwierig von der Zeit her.
aber dass man nachher versucht, so einzelne, oder dass man versucht, Zeiten im Tag dem hinzugeben, also dass man sagt, ich versuche 10 Minuten pro Tag ins Gebet zu gehen oder 10 Minuten für sich zu nehmen, so. Das ist durchaus möglich, ja. Ja. Oder eben auch, es gibt ja heute mittlerweile Haufen Apps, oder eben zum Beispiel die App, die wir machen, einfach beten, ist im Prinzip auch so eine ignatianische Betrachtung. Also es ist ein Evangeliumstext, es ist eine Schauplatzbereitung und man versucht, die Leute ein bisschen hinzuführen in den Text und dann so Reflexionsfragen, wo die Leute sollen zu sich selber kommen und über das Leben nachdenken und ins Gebet kommen. So. Ja. Wenn du so zurückdenkst an die verschiedenen Exerzitien, die du gemacht hast, hat es da auch schwierige Momente gegeben, wo du irgendwie gefunden hast, jetzt gehe ich heim, jetzt ist genug? Also gerade das Heimgehen habe ich noch nie gedacht, aber schon, es hat auch also schwierige Zeiten, vor allem so trockene Zeiten, sagen wir mal, wo es Tage gegeben hat, wo überhaupt keine Bewegung da bist und dann sitzt du einfach und hast das Gefühl, mein Gott, geht jetzt die Zeit überhaupt nicht durch da. Das hat es schon gegeben, ja. Ja. Wo einfach auch, du hast einen Text zwar und du versuchst reinzutauchen und es funktioniert einfach überhaupt nicht und du kannst nichts anfangen mit dem. Das gibt es schon, ja. Mhm. Mhm. Und da gilt es halt einfach auch wieder dran zu bleiben und ja, daran zu glauben auch, dass selbst die Zeit nicht verlorene Zeit ist. So. Mhm. Und dann kann dann wieder etwas aufgehen. Oder so die Situation, du bist am Text dran oder an einem Bild dran und so und du merkst irgendwie, es liegt wie etwas auf der Zunge, aber es kommt nicht so und dann einfach sitzen bleiben, dranbleiben und plötzlich kann die Tür aufgehen und es ist etwas dahinter, wo dich nährt oder wieder Nahrung gibt. So. Mhm. So wie ich dich verstanden habe, ist das Anliegen von der Exerzitien, dass man es nachher wirklich auch ins praktische Leben bringt. Es ist sehr stark das Anliegen von den Jesuiten, auch wirklich im Leben zu wirken und nicht irgendwo zurückgezogen zu sein. Und darum ein harter Themenschwenk. Wenn Jesus heute leben würde, wäre er ein Klimakleber? Ich glaube nicht, dass Jesus ein Klimakleber wäre. Ich weiß es nicht, aber ich vermute nicht. Und zwar, weil Jesus, dort wo Jesus verrückt wurde, ist im Evangelium, es gibt eine Stelle, wo er so richtig wütend wird, und das ist im Tempel, oder? Und das heisst, wenn Orte, die fürs Gebet bestimmt sind, wenn die missbraucht werden, dann rastet er aus. Also was Jesus, sein Ziel ist, die Leute in Beziehung zu führen zu Gott, und ich würde sagen zu Gott, zu sich selber und zur Umwelt, zur Mitwelt. Das ist sein Ziel gewesen. Also die Leute in die Verbundenheit bringen. Und ich glaube auch, dass das grosse Ding ist für die ganze Klimakrise, wo wir drinnen sind. Die Krise ist da, weil wir nicht verbunden sind mit uns selber, mit der Schöpfung und mit Gott. Wenn wir verbunden wären, dann glaube ich nicht, dass wir die Krise hätten, weil dann würden wir nämlich die Schöpfung nicht ausbieten und als Objekt betrachten, sondern als Subjekt, als Schwester, als Brüder, mit denen wir sorgfältig umgehen müssen und nicht einfach nur als ein Objekt, das uns unsere Bedürfnisse befriedigen soll, sondern die Erde und die Schöpfung haben auch Bedürfnisse und wir müssen für die sorgen. Es wird ja immer wieder in dem Zusammenhang Genesis zitiert, was heißt, macht euch die Erde untertan. So, als quasi, ja, dort ist es ja schon angelegt, dass wir Christen im Westen quasi da ausbieten und uns zu oberst anstellen. Aber das ist, glaube ich, eine ziemliche Missinterpretation von dieser Stelle, oder? Würde ich schon sagen, ja. Also es geht darum, dass wir haben Macht über die Erde. Wir sind ein Wesen, das unglaublich viel kann und damit auch viel Verantwortung hat. Und in dem Herrschen geht es darum, dass wir Verantwortung übernehmen für den Planet, also und für die Erde. Und das ist eigentlich in einem guten Sinn, wenn man das so interpretiert. Also ja, und das kann man natürlich anders lesen, so.
Aber das hebräische Wort gibt es eigentlich nicht unbedingt her, sondern im hebräischen Wort ist es eher so, dass ein sanftes also ein Auftreten und aber nicht ein Auftreten als Herrscher, als Herzauftreten auf dem Planet, auf der Erde, sondern ein sanftes Auftreten, ein sanftes Regieren, so im Blick auch, dass die Erde eben auch Bedürfnis hat, oder Tier oder Pflanze oder was auch immer, und dass man mit dem in Verbindung tritt und dann gegenseitig schaut, was brauchen wir. Du verbindest ja auch die Anliegen vom Klima, von der Mitwelt, wie du vorhin gesagt hast, und Meditation, wenn ich das richtig sehe. Du hast dort verschiedene Angebote. Wie bist du da engagiert? Ja, also eben, weil ich glaube, dass die ganze Krise eben auch eine spirituelle Krise ist, versuche ich durch Meditationsangebote jetzt in Basel da eine kleine Bresche zu schlagen, im Sinn von, dass man eben sich selber verbindet wieder, dass man bewusst die Welt bewusster wahrnimmt. Also zum Beispiel dann ein Walk to Reconnect anbieten, dann einmal pro Monat, wo man im Schweigen und ganz langsam durch die Stadt laufen, um einfach eine andere Dimension einzutreten, um die Wahrnehmung zu schärfen, die Wahrnehmung dafür, wie schnell wir eigentlich unterwegs sind. Also wenn man so langsam durch die Straße läuft und sieht, wie die Leute an einem vorbeilaufen. Aber auch dann zwischendurch das Augenmerk auf die Pflanzen zu richten, mal zu schauen, wie viele Pflanzen sind eigentlich da oben in der Stadt oder eben auch nicht. Was lebt und was lebt nicht. Um einfach so die Verbindung und die Wahrnehmung zu schärfen, wo wir drinnen sind. Oder eben auch Klimameditation, die wir auch einmal pro Monat machen, wo es darum geht, der Papst hat ja eine Enzyklika geschrieben, also ein Buch im Jahr 2015, Laudato Si, wo man Text daraus meditiert, wo er sehr auf der einen Seite sehr deutlich zeigt, was nicht gut läuft, und auf der anderen Seite uns aber auch Ressourcen gibt, also was uns kann helfen, da gut voranzugehen. Und dann einfach auch so treffen, also meistens ist es nach der Klimameditation, wo wir dann zusammensitzen und zusammen auch ein Bier trinken und uns einfach austauschen, weil das ist ja etwas ganz Wichtiges, und aneinander erzählen, was läuft oder was machen wir gerade in Bezug auf das Klima, und manchmal auch den Frust ablehnt, so, und dass man ja im Austausch ist und zu merken, da sind noch andere unterwegs auf dem Weg. Und was kommen da für Leute an die beiden Angebote, also sowohl an die Meditation als auch der Walk to Reconnect? Auch da sehr unterschiedlich, also von ganz unterschiedlichen Orten her. Also ich habe gemerkt, dass die Schnittstelle relativ klein ist zwischen den Leuten, die jetzt aktivistisch unterwegs sind in der Klimabewegung, und Leute, die sich für die Spiritualität interessieren. Also meistens sind Leute, die spirituell interessiert sind oder in der Kirche sind, nicht so stark interessiert im Klima. Und umgekehrt sind die jetzt aktivistisch unterwegs sind, nicht so stark interessiert in Kirchenangebot. Und gleich gibt es einige, die auch merken, doch eigentlich ist die Meditation oder die Wahrnehmung etwas Wichtiges so. Und darum sind also eben Leute zum Teil, also Architekten, wo zum Beispiel in der Klimameditation mit dabei sind, Biologinnen, Ingenieure, also ganz unterschiedlich, und auch vom Altersspektrum her sehr unterschiedliche Leute so. Ich finde die zwei Spektren, die du jetzt aufgezeigt hast, quasi die Aktivisten, die voll dran sind und sich dann irgendwie nicht für das Spirituelle interessieren, als einen Pol, und dann eben quasi die spirituelle Ecke, wo sich vielleicht nicht für die Aktivität interessiert. Das finde ich noch ein interessante Gegenpol, weil man wirft ja so der ganzen Achtsamkeitsbewegung häufig auch vor, es sei eine stille Nabelschau und es macht eigentlich weltabgewandt. Wie siehst du das? Genau, das ist natürlich, das hat man auch in der christlichen Tradition, ist das immer wieder ein Thema, also dann nennt man es Kontemplation und Aktion, also die
Orte, die kontemplativ sind, die einfach nur im Kloster sind so, und dann Orte, die ganz draussen sind und einfach ganz in der Aktion sind. Gefahr besteht, dass wenn man jetzt nur in der Achtsamkeitsübung ist oder eben nur im Spirituellen ist, dass es wie ein Nabelschau ist. Ich glaube aber, und gerade im Christlichen ist es eigentlich so, dass das Kontemplation oder eben als Gebet schon zu sich selber führt, aber eben damit ich wie bei mir Ordnung schaffe und dann nach Hause gehe. Also damit ich in meine Kraft komme und Ordnung habe in mir, um dann in der Welt positiv zu wirken. Wenn ich in der Welt wirke und nur Chaos um mich herum habe, und dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich dann in einen Aktivismus hineinkomme, in ein Hamsterrad und einfach nur noch Action ist und aber keine Kontemplation mehr, keine Ordnung mehr habe. Und die Idee ist so, dass wenn man geordnet ist und wenn man bei sich selber ist, dass man dann auch viel besser weiss, da ist der Punkt, wo ich muss intervenieren und dann geht auch etwas vorwärts. Und nicht einfach vor lauter Aktivitäten gar nicht mehr weiss, was eigentlich wichtig ist. Man sieht ja auch bei den Aktivisten nicht selten das Ausbrennen, oder? Dass einfach zu viel wird. Ja. Was kann dort Spiritualität und Meditation beitragen? Also ich glaube eben auf der einen Seite, dass man bei sich selber ankommt so ein bisschen und dann auch, also für mich ist der Glaube ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil ich mir halt sage, okay, wir sind als Menschen, haben wir zwar eine grosse Verantwortung und wir beeinflussen den Planet, aber die grosse Arbeit, die macht Gott. Also er ist das Leben, er ist die Quelle vom Leben und er ist derjenige, der letztlich alle Fäden zusammenhaltet. Also meine Hoffnung ist auch, dass er uns da drinnen unterstützt. Und ich glaube, das tut er auch. Sonst würde schon lange nicht mehr funktionieren. Also, und die Idee ist auch, dass wir uns dem Göttlichen noch ein bisschen mehr öffnen. Das Gute und das Wahre und das Schöne suchen noch ein bisschen mehr und dann auch mit ihm zusammen die Welt besser gestaltet. Und wenn wir aber nur auf uns schauen, ohne Gott, dann bleiben wir bei unseren eigenen Bedürfnissen hängen. Und dann ist wirklich dann eine Nabelschau. Also dann werden nur die eigenen Bedürfnisse befriedigt und dann wird das Aussen missbraucht eigentlich. Und Gott hilft, das wäre ein bisschen meines Erachtens eben aufzubrechen und Hoffnung zu geben, oder er gibt mir Hoffnung, dass er das letzte Wort hat und dass das Leben das letzte Wort hat. Selbst wenn wir als Menschen versagen, wird die Schöpfung dann noch weitergehen, das Leben wird weitergehen so. Also, und dass man da in eine gewisse Gelassenheit hineinkommt, auch mit dem. Also ich meine, ich engagiere mich, ich versuche mich einzusetzen und gleichzeitig bin ich aber ein Stück weit gelassen, dann der grosse Wurf und die Vollendung macht er und nicht ich. Aber tut es dir nicht auch ein bisschen weh, wenn du siehst, was da in der Welt abgeht und dass man es eigentlich auch nicht anders machen könnte? Ja, natürlich. Es ist elend traurig. Also es ist ja, es tut weh und es ist manchmal auch beängstigend, was abgeht, so. Und das ist auch wichtig, die Trauer oder die Angst auch zwischendurch wieder zuzulassen, oder auch die Ohnmacht. Also, manchmal denke ich, wir in der Schweiz, ich glaube schon, dass wir einiges versuchen und gleichzeitig in China oder Amerika schaust und denkst, mein Gott, das kann nicht gut gehen, so. Also das irgendwo zuzulassen und dann gleichzeitig auch wieder zu sagen, ja, gut, ich versuche, was ich kann, aber das auch wieder abzugeben. Also es ist so ein Balanceakt, was da zu gehen gilt. Mhm. Wenn man heute die Zeitung aufschlägt oder die Nachrichten hört oder schaut, dann werden viele Leute wütig. Was haltest du von Wut? Wie soll man mit dieser Wut umgehen? Ich würde zuerst mal sagen, Wut ist einfach ein Gefühl. Es ist mal nicht etwas Schlechtes, sondern es ist. Und es ist eine von unseren Emotionen. Und die wahrzunehmen, also dass man merkt, das ist Wut, die da ist. Ich bin wütend, wenn ich die Zeitungsartikel lese. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich die Wut nun einsetzen oder wohin soll die gerichtet werden? Und es ist im Prinzip eine Kraft, die uns hilft,
Sachen zu durchbrechen oder Sachen neu anzufangen oder so. Also es geht wieder darum, dass man die Kraft und die Energie von der Wut in eine positive Richtung lenkt und nutzt, um etwas Gutes zu machen, würde ich halt sagen. Aber jedenfalls nicht sie zu verdrängen und sagen, das ist schlecht, sondern eben sie nutzen, um die Welt zum Positiven zu verändern. Bei dir ist Glaube irgendwie so ein bisschen das ganze Leben, aber gibt's noch, ich frage jetzt gleich, gibt es noch andere Bereiche, nebst jetzt der Umwelt, wo du siehst, dass es eigentlich mehr von diesen Impulsen und mehr von dieser Haltung braucht? Und welche sind das? Definitiv, überall. Also ich glaube halt, dass der Mensch ganz Mensch wird, wenn er eben in dem Dreiklang oder in dem Vierklang lebt, also mit sich selber verbunden ist, mit den Mitmenschen und mit der Schöpfung und mit Gott. Und heute sind wir, die ganze Achtsamkeitsbewegung ist sehr stark aufs Individuum ausgerichtet, also mit sich selber verbunden sein. Aber ich glaube, es braucht genauso eben die anderen, also wirklich der Mitmensch können wahrzunehmen und sich mit dem können zu verbinden, der können anzunehmen und zu lieben. Und dann aber auch die ganze Schöpfung, also wirklich in Kontakt gehen mit diesen Sachen und eben auch mit Gott. Und ich glaube, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es, wenn wir das mehr machen in allen Lebensbereichen, dann würde das Potenzial vom Menschen sich noch viel... Bei dir ist... Für mich ist ja noch mal gesagt, Jesus ist das Beispiel und das Potenzial, das Jesus hatte, die Art und Weise, wenn er mit den Menschen unterwegs war, wenn er denen begegnet ist, das hat so eine Anziehungskraft gehabt, so eine Weite, wo wir sind sehr eng heute. Also auch unser Blick auf die Welt ist sehr materialistisch, oder? Wir haben uns wie Gott als Transzendenz wie abgeschnitten und wir sagen, es gibt wirklich keine geistige Welt oder die geistige Welt hat ganz kleinen Platz und da zu sagen, nein, es gibt spirituelle Welt, es gibt eine geistige Welt und das ist die andere Seite von der Münze, vom Materiellen. Und dann mit dem Spirituellen auch zu arbeiten, also die Verbindung zu gehen und das grössere Ganze, die Verbundenheit von den Sachen zu sehen, da glaube ich, da gäbe es noch ganz, ganz viel zu entdecken. Mhm. Also Kräfte, Mächte und Gewalten, mit denen wir können in Kontakt treten, wo uns noch viel mehr ermöglicht. Also man verfährt ja auch immer mehr an, heute jetzt in der Psychologie wird es meistens systemisch genannt, also der systemische Ansatz, dass man eben das System anschauen als Ganzes. Mhm. Und für mich hat das immer auch eine spirituelle Not oder eine spirituelle Komponente. Je nach Firma oder Unternehmen ist ein anderer Geist drin. Also man fährt langsam an, man merkt, okay, es gibt unterschiedliche Geister oder unterschiedliche, wie soll ich sagen, aber Energien in einem Team zum Beispiel. Und das, für mich ist es etwas Spirituelles. Mhm. So. Und das wahrzunehmen, die unterschiedlichen, eben, im alten Jargon heisst die unterschiedlichen Geister, heute würde man sagen, die unterschiedlichen Energien in einem Team, in einem Unternehmen und mit dem zu arbeiten. Das, für mich ist es etwas Spirituelles. Und das dann in Zusammenhang bringen mit Gott, mit dem übergeordneten Geist, wo das gesamte Universum durchflutet im tiefsten, im Innersten. Wir sind bei deiner Biografie eigentlich dort stehen geblieben, kurz bevor du zum Priester geweiht worden bist. Ist das nochmal ein wichtiger Schritt gewesen auf deinem Weg, die Priesterweihe? Es geht. Also, ich habe gemerkt, das Wichtige ist das Jesuit-Sein. Also ich identifiziere mich mit dem Jesuit-Sein in dieser Gemeinschaft. Und der Priester ist nicht mehr so wichtig gewesen. Am Anfang, ich bin auch eingetreten mit der Idee, Priester zu sein. Und das Bild vom Priester ist damals wichtig gewesen, so. Bei der Priesterweihe selber oder auch jetzt danach ist es nicht mehr so wichtig gewesen. Ich merke jetzt so bei der Ausübung von der Sakrament, also wenn ich Messe lese oder auch das Beichtsakrament kann spenden, das sind sehr schöne Dienste. Und ich glaube auch, dass ich da
für die Menschen etwas gut machen kann, so mit dem. Aber für meine Identität, für mich selber, ist Jesuit sein viel wichtiger als Priester sein. Wie siehst du deine Zukunft? Was möchtest du in der nächsten Zeit oder überhaupt realisieren? Hast du da irgendwelche Ziele, die du verfolgst? Jetzt so ganz spezifische Ziele habe ich eigentlich nicht unbedingt. Also ich werde mich sicher in der Spiritualität weiter engagieren und auch weiter bilden oder mit dem auch weiter unterwegs sein, weil ich glaube, dass wir als Christen noch viel auch beitragen können, so gerade zur momentanen Lage in der Welt. Ich bin da aber sehr offen, was da auf mich zukommt oder wo es mich braucht. So. Also, ja. Etwas, was auch nochmal mit der Umweltthematik zu tun hat, wo ich sehe, dass du auch engagiert bist, ist das Eco Summer Camp, das da im Lassalle-Haus stattfindet, glaube ich, jährlich. Was ist das und was ist dort deine Rolle? Das hat ein Mitbrüder initiiert. Das hat jetzt zum 3. Mal stattgefunden. Und die Idee vom Eco Summer Camp ist, dass man Leute zusammenbringt von ganz unterschiedlichen Seiten her. Und es ist jetzt überhaupt nicht christlich geframed, sondern es geht wirklich darum, die Krise von verschiedensten Perspektiven her anzuschauen. Also, was ist die soziale Krise oder auch was psychologisch, dann aber auch finanziell oder so Ökonomie, Wertediskussion, um was für Werte brauchen wir eigentlich so in Zukunft. Also, dass man wirklich die von verschiedenen Perspektiven her anschaut und dann einfach die Leute in Beziehung bringt zueinander. Und es war sehr international gewesen. Also es sind eben 55 Teilnehmende gewesen von x verschiedenen Ländern her und auch so sehr, ich sage mal, szenenübergreifend. Also es ist sehr interkulturell gewesen, aber auch verschiedene Religionen, also Spiritualitäten, verschiedene Bereich von der Wissenschaft her, also eben von der psychologischen Seite her oder dann von der naturwissenschaftlichen, biologischen, so ganz, ganz unterschiedlichen Typen. Und das ist sehr faszinierend gewesen. Also einfach so Leute zusammenzubringen aus diesen verschiedenen Bubbles und da neu zu mischen und dann in die Welt rausgehen mit mehr Hoffnung wieder und mit einem Wissen, da sind andere auf dieser Welt, die sich genauso engagieren und etwas verändern und zu dieser Transformation beitragen. Das ist einfach richtig toll gewesen. Und meine Aufgabe, oder was ich gemacht habe, ist so Meditation angeboten, am Morgen früh jeweils. Genau, wo ich einfach die Leute auch so halt zu sich selber kommen lassen, die Verwurzelung versucht habe, die Leute zu verwurzeln eigentlich auf dem Planeten, so das Bewusstsein zu bilden, wir sind Teil von dem Planet. So, und einfach auch das Gebet, so das Bewusstsein, dass da ich zumindest glaube, dass es Gott gibt, der das Ganze zusammenhält, dass man da auf etwas Grösseres auch noch kann bauen. Das ist so ein Teil gewesen, genau. Und dann haben wir noch so einen Naturspaziergang gemacht, auch nochmal so eine Wahrnehmungsübung in der Natur. Was war so ein herausragendes Erlebnis gewesen, das du vielleicht hast in dieser Woche? Hat es da etwas gegeben? Also für mich das Eindrücklichste war echt so das Durchbrechen der Bubble. Also wir leben ja heute sehr oft in so Bubbles drin. Also die Klimaaktivisten sind unter sich, die Religiösen sind unter sich, die, was weiß ich, LGBTQ-Leute sind unter sich. Also sehr manchmal. Und dann haben wir schon wieder so kleine, man liest es in der Zeitung, aber so richtig in Berührung und Diskussion mit diesen verschiedenen Leuten so. Das ist ja findet eigentlich nur im Kopf statt. Und auch Social Media, die Algorithmen lassen einem ja auch mehr oder weniger in der eigenen Bubble kreisen. So. Und die Leute, die da gekommen sind, die sind wirklich, das war dann nicht einfach auch eine Bubble gewesen, wo quasi die umweltbewusste LGBTIQ-Bewegung war, sondern das war wirklich divers gewesen. Ja, sehr. Also man hat Leute gehabt, die zum Teil sehr religiös sind, also auch Mitbrüder, die von Afrika gekommen sind. Dann andere, die eben nur wissenschaftlich bis jetzt unterwegs sind, überhaupt die Religion gar nicht am Hut haben, gar nicht richtig wissen, dass es zuerst von Sachen sind, auch ein religiöses Haus ist. Und wirklich, also sehr unterschiedliche. Oder auch
jemand aus China, wo aus einem ganz anderen Frame rausgekommen ist. Klar, was uns verbunden hat, ist schon die Sorge um den Planeten. Aber nachher, durchs Diskutieren miteinander, wirklich die verschiedenen Perspektiven zu hören, das ist einfach ein schönes Miteinander gewesen. Ja. Wenn jetzt jemand lustig geworden ist auf die ignatianischen Exerzitien oder auch auf die anderen Angebote, sei das wie heisst der Walk, der Slow Walk to Reconnect und die Klimameditation oder natürlich auch dein Podcast. Wo findet man mehr Informationen zu deinen Angeboten? Also jetzt die Sachen, die ich in Basel anbiete, die findet man auf der Homepage von der RKK, von der Römisch-Katholischen Kirche in Basel, und einfach Walk to Reconnect oder Klimameditation eingeben. Sonst die Sachen, die ich anbiete, im LaSalle-Haus, da findet man auf der LaSalle-Haus-Homepage auch verschiedenste Exerzitienangebote so. Genau. Und einfach beten findet man auf jeder Plattform, wo Podcasts gestreamt werden, findet man das. Und da sind wir auch dran, dann ab dem Dezember sollten wir dann täglich rauskommen, dann wird es wahrscheinlich auch eine App geben, wo wir dann mit der App rauskommen, wo wir noch ein bisschen mehr differenzieren können und mehr Angebote können draufschalten. So. Und sonst finden wir sich auch auf Instagram. Unter? Mich selber unter meinem Namen Martin Föhn und einfach beten ist auch einfach beten. Genau. Wunderbar. Martin, ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit genommen hast für das Gespräch. Bitte, sehr gerne. Das war Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Ich hoffe, du nimmst etwas Hilfreiches aus dem Gespräch mit. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Kontaktmöglichkeiten findest du auf www.meditationsszene.ch. Was super hilft, ist eine Bewertung dort, wo du deinen Podcast hörst. Dann wird der Podcast nämlich auch ohne Werbebudget von anderen besser gefunden. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.